Η με να πίνει, πίνει δεν τρελαθεί. Αδύνατον εστί. Herzlich willkommen beim Entdeckungstour-Modus in Odyssey. Wir werden heute was anderes machen. Wie du siehst, wir haben das letzte Mal schon einen Charakter freigeschalten. Hä? Piratin, Interpretation des klassischen Piratenornats. Okay. Reittiere anzeigen. Fahles Pferd. Okay. Ja, Pferd bin ich etappenweise selber. Ah. Das ist der Alkibiades, real athenischer Staatsmann und Befehlshaber. Hinter seinen Goldlocken wohnt ein gerissener Verstand. Nur, dass das war's, gell? Gut, wir werden es aber trotzdem mit der Cassandra weitermachen. Du siehst eh, welche Charaktere das noch freischalten kannst. Sokrates, Pythagoras, Perikles, Praxila, Sophokles, athenischen Soldat, athenische Frau, Bibabo und tralala. Mitglied des Kults des Kosmos, Alexios Jäger, dann die Leila, was du aus der Geschichte kennst, Minotaurus, Alexios Achilleus, okay. Cassandra, athenische Kriegsheldin, Demos, Xenia, okay, gut, aber, jetzt schau her mal, wir machen heute einmal ein bisschen was anderes, und zwar, ich wollte, so geht das, und reinzoomen kann ich so. Das ist natürlich ja ganz schlau. Wir werden uns heute dieser Punkte widmen. Einmal durchschauen. Wir haben so viel Zeit mit diesem Modus. Da kann mein altes Hirn auch gleich sagen, ja, das können wir halt einmal machen, weil Auslastung braucht man nimmer. Motakes. Peltast auf dem Schild eines Hopliten. Szene auf einer attischen rotfigurigen Kylix. Mehr erfahren. Ach du Scheiße. Na gut, mein Kaffee und mein Cola habe ich dabei. Ich werde euch dort ein bisschen was vorlesen. Mehr erfahren. Die Motakes sind eine der weniger bekannten Klassen der antiken Gesellschaft Spartas. Was man über sie weiß, erschöpft sich meist in Hypothesen und Theorien. Es könnte sich um die legitimen Kinder spartanischer Väter handeln, deren Mütter den Heloten oder Periöken angehörten, um Waisenkinder, deren Ausbildung von einem Vormund bezahlt wurde, oder um arme Jungen, deren Training von den reichen spartanischen Familien finanziert wurde. Motakes begleiteten die spartanischen Jungen auch als Gefährten oder Syntrophoi während der Agoge. Obwohl sie nicht die vollen Bürgerrechte besaßen, konnten sie gesellschaftlich aufsteigen, indem sie ihre Ausbildung abschlossen oder ein Stück Land von ihrem Patron geschenkt bekamen, das man Kleros nannte. Erfüllten sie diese Voraussetzungen, wurden ihnen die vollen Bürgerrechte zugesprochen und sie konnten sich dem Militär Spartas anschließen. Schriftliche Quellen belegen, dass Motakes wie etwa Gylippos während des Peloponnesischen Krieges als Offiziere dienten. Tatsächlich vermutet man sogar, dass auch der berühmte spartanische Admiral Lysandros ebenfalls ein Motax war. Bildbeschreibung, das haben wir jetzt aber eh schon gelesen. Jo. Ausblenden, umsehen. Okay, mal schließen. Oh,
Wir haben Phoebe freigeschalten. Ja, das ist natürlich ein Wahnsinn. Unser kleiner, unser kleiner Schranz. Ihr kennt's, ne? Die das Spiel halt gespielt haben. Ah, da, oh, was ist da? Mesoa. Historischer Ort. Mesoa war eines der 4 Dörfer, die im 8. Jahrhundert vor unserer Zeit zusammengelegt wurden, um Spartas Staat zu formen. Dieser unterstand der Herrschaft zweier Familien, welche die Könige stellten, den Eurypontiden und den Agiaden. Wir gehen da jetzt einmal hin, mal schauen, was das ist. Wie gesagt, dieser Modus ist relativ umfangreich und ich möchte mit euch ein bisschen was machen, wie es uns leibt und beliebt. Wo müssen wir da jetzt hin? Πού καλυθές τούτο εστί. Irgendwie kapiere ich das jetzt nicht. Achso, wir sind eh schon da. Das ist der Punkt. Άδικον εστίν. Ποιος εμέ περιπέσει. Warte mal. Ah, das war so eine Tour, die wir gemacht haben, das letzte Mal. Okay. Το άδικον εστίν. Ich stelle euch die Frage noch einmal. Wer war glücklicher? Weil Politik ist schon seit Anbeginn der Zeit immer der gleiche Scheiß. Wieso? Was tut denn mein Controller? Naja, bei mir wird ja alles wieder haben. Nochmal, ich stelle euch nochmal die Frage. Wer war glücklicher? Wir oder die? Hm? Also wenn ich heute ausschaue, oder wenn ich heute vor die Tür gehe, muss ich da offen und ehrlich gesagt gestehen, ähm, ob es nochmal besser wird, ich weiß nicht mehr. Gut. Aber ich will da jetzt nicht philosophieren übers Heute. Ich will diesen Dingens, Dingenskirchen da weitermachen. 123 Meter in diese Richtung. Ikaros, drücke, um Griechenland aus der Vogelperspektive zu betrachten. Ja, die Geschichte kennen wir eh. Ah, da müssen wir auch noch auf. Also wie du siehst, es gibt einiges zu beobachten. 172 Meter, da möchte ich auch hingehen. 205 Meter, da ist was. Also wie du siehst, der Entdeckungsmodus ist relativ umfangreich. Was mir aber gefällt, du kannst die Open World, die eigentlich sehr schön ist, auch so betrachten, erkunden. Das gefällt mir. Ja. Zacki. Schön farbenfroh. So. Entdeckungsort gefunden. Dromos. Läuferszene von einer panathenischen rotfigurigen Amphore. 333 bis 332 vor unserer Zeit. Klassisches Griechenland. Dromos, mehr erfahren. Pausanias nach wurde der Dromos als alte Strecke für Wettläufe benutzt und beinhaltete auch Gymnasien. Er war für Spartas Bürger offen zugänglich, die der nahegelegenen Statue des Herakles Opfer darbringen konnten. Bildbeschreibung. Läufer, Szene von einer Panne. Okay, das haben wir schon. Okay. Ah, jetzt verstehe ich's. Okay. Ja, wer schaut, der ist gescheiter in ein paar Hinsichten. Die werden wahrscheinlich das meinen. Schau her, da das. Wow.
So hat die WWE damals angefangen. ούτως υπήν πανάκριβον συντηρητικών, εις αλέκτορο οδογήσεψε. Interessant, interessant. Jetzt wissen wir das auch. Die Anfänge der WWE. Okay, wir schauen da weiter. Unerforscht. Da möchte ich hergehen. 71 Meter. Das ist da hinten. Hui! Einen Blick riskieren werde ich, wenn es kommen sollte. Das neue Assassin's Creed Odyssey, wenn das stimmt mit den Wikinger. Oh. Ich glaube, der muss aufs Heisel, ha? Naja, gut. Wir werden jetzt mal interagieren. Soldaten, die keine Bürger waren. Aha. Krieger auf dem Rücken eines Pferdes von einem Nomos von Taras, einer spartanischen Kolonie 344 bis 340 vor unserer Zeit. Soldaten, die keine Bürger waren. Das lakedaimonische Heer bestand nicht ausschließlich aus spartanischen Vollbürgern. Zu ihm gehörten alle männlichen Lakedaimonier im Alter zwischen 20 und 60 Jahren, mitunter sogar älter, ungeachtet ihres gesellschaftlichen Ranges. Deswegen kämpften Heloten und Periöken oft an der Seite spartanischer Homoioi, Vollbürger. Ich meine, ab und zu tue ich mir ein bisschen schwer bei die Ausdrücke seitens Homoioi. Na gut. Bildbeschreibung, das haben wir jetzt eh schon gelesen. Ich lasse es immer wieder ein paar Sekunden, dann könnt ihr euch das noch ein bisschen genauer anschauen. Ich finde es aber eigentlich eher faszinierend, wie weit das die schon zur damaligen Zeit waren. Schließen. Haha! Die Ego-Perspektive ist ja gleich noch geiler. Haha! Hi! Also das finde ich geil. Danke Spiel, danke Ubisoft. Trotz der Maluch des Zeitmeistersatz. Daher. Da auf. Παύσον, οχλείς με. Naja. Das soll darstellende Kunst sein. Ich meine, es schaut schon gigantisch aus, gell? Die Architektur auf jeden Fall war meines Erachtens noch für die damalige Zeit und für den damaligen Stand der Technik war der schon gigantisch. Ne? Weil man weiß ja bis heute noch nicht, oder ich zumindest habe noch nicht irgendwie herausgefunden, wie es zum Beispiel die Pyramiden gebaut haben. Das ist ja so ein Trick aus der Technik. Warte mal. Zurück. Castor und Polydeukes. Doppelporträt der Dioskuren Castor und Polydeukes von einer Bronzemünze aus Lakedaimon, Sparta. 35 bis 31 vor unserer Zeit. Hellenistisches Griechenland. Ah, ich wollte ja... Ich bin ein Vollidiot heute schon wieder, ehrlich. Dir sage es. Kurz noch einen Blick. Zwischendrin immer was trinken, weil das starbt nämlich schon beim Reden. Castor und Polydeukes. Die Dioskuren waren heilige Zwillinge, Söhne von Zeus und Leda und Brüder der Hellene und Clytemnestra. Namen. Einer von ihnen war menschlich, der andere göttlich, und sie hatten eine Verbindung zu Sparta, da sie laut Mythos im Taygetusgebirge geboren worden waren. Die Dioskuren waren die Beschützer der Könige von Sparta und wechselten sich bei dieser Pflicht ab. Sie halfen den Spartanern im Kampf und wurden mit der Reitkunst und athletischen Wettbewerben assoziiert.
In der Kunst wurden sie oft gemeinsam mit ihrer Schwester Helene dargestellt. Eine bedeutende Anzahl von Marmorreliefs, die die Dioskuren zeigen, wurde bei Ausgrabungen im Bereich Spartas zutage gefördert. Sie sind nun im Museum von Sparta ausgestellt. Doppelporträtmünze, das haben wir, glaube ich, schon gelesen. Genau. Aber die Ego-Perspektive, die gefällt mir. Die ist voll geil. Wo gehen wir weiter? Da. 119 Meter in diese Richtung. Warte ein bisschen. Kann man? Ich bedränge dich. Aha. Ich glaube, der hat gerade einen Orgasmus gehabt. Na gut. Was dann da jetzt war? Getrennt siamesische Zwillinge. 2 Körper, ein Hirn. Gut. Gehen wir da auf Schuld, das ist nur Schmäh, bitte. Gell? Zwar schlechter, aber ich wollte es halt nur mal gesagt haben. Die Akropolis von Sparta. Überreste des Theaters der Akropolis von Sparta. Mit Ansicht des Taygetos-Gebirges 2016. Okay. Mehr erfahren. Ja, Alter, Ubisoft will's mich umbringen. Das bringt's eher meine Stimmbandeln um. Die Akropolis von Sparta bestand aus mehreren Gebäuden aus verschiedenen Zeitperioden, von der archaischen bis hin zur byzantinischen Zeit. Oben auf der Akropolis befand sich das Heiligtum der Athener Chalkioikos. Oh, Alter. Das aus dem 6. Jahrhundert vor unserer Zeit stammt. Ursprünglich war es ein Heiligtum von Pitane, wie archäologische Entdeckungen bestätigen konnten, die bis in die mykenische Zeit zurückreichen. In der Nähe des Heiligtums der Athener befand sich das Theater von Sparta. Das im Spiel sichtbare Theater basiert auf einem Bauwerk aus römischer Zeit. Das Theater verfügte wahrscheinlich über eine hölzerne Bühne. Das Theater verfügte wahrscheinlich da, worauf Inschriften aus dem 2. Jahrhundert hinwiesen. Ausgrabungen in der Nähe des Theaters offenbarten auch, dass es miteinander verbundene Läden gab. Die Akropolis von Sparta wies auch sichtbare Spuren der Skias auf, dem halbkreisförmigen Gebäude aus archaisch-klassischer Zeit. Allerdings mit deutlichen Reparaturen aus der römischen Zeit. Bildbeschreibung. Überreste des Theaters der Akropolis von Sparta mit Ansicht des Taygetos-Gebirge. Das habt ihr dann rechter Hand. RB, Text ausblenden. Gefällt mir voll. Ich meine, ich weiß nicht, was du davon hältst, gell? Aber mir gefällt das voll. So ein bisschen zeitlich gesehen in der Zeit zurückreisen, also sowas tat mir schon taugen. 5 von 19 Entdeckungsorten. Wir sind aber jetzt nur in Lakonien, gell? Ja, wir sind jetzt nur da in Lakonien unterwegs. Da können wir sogar eine Schnellreise machen. Wie du siehst, noch einmal, wie du siehst, der Entdeckungsmodus ist umfangreich, gell? Wenn ich mich recht entsinne, zum Beispiel Alice, da diesen Teil Griechenlands, den habe ich im Hauptspiel noch nicht gesehen. Man gesehen schon, aber nur so etappenweise ein bisschen angekratzt, gell? Oder zum Beispiel Kefalenia. Sternenobservatorium, wo war denn das? Ach, genau, da kommst du dann ganz am Anfang hin, weiß ich schon. Gut, wir werden jetzt aber trotzdem, wie viel Zeit? 19 Minuten. Machen wir noch ein paar Minuten. Unerforscht. Daher 42 Meter. Das ist da auf.
Also ehrlich gesagt, ich feiere denn die Ego-Perspektive jetzt schon. Aber warte mal. Da. Spartas Banner. Initialien von Lakedaimon im Kranz von einer spartanischen Bronzemünze 35 bis 31 vor unserer Zeit. Hellenistisches Griechenland. Mehr erfahren bitte. Das Banner von Sparta ziert der Buchstabe Lambda, der für Lakedaimon steht, eine andere Bezeichnung für Sparta. Auf ihren Münzen findet man die Initialen Lambda und Alpha, LA. Dieses Emblem inspiriert von Schilden der Spartaner, auf denen das Lambda zu sehen war. Archäologische Beweise für diese Dekoration gibt es nicht, aber sie wird in einigen überlieferten Texten beschrieben. Ein Komödienfragment von Eupolis erwähnt, dass allein der Anblick der Lambdas auf den Schilden der Spartaner ausreichte, um Kleon das Fürchten zu lernen. Zahlreiche Vasen mit Darstellungen von Kriegern zeigen uns, dass es noch viele andere Symbole auf den Schildern gab. Initial, okay, ich werde jetzt da wieder den Text ausblenden. So. Können Sie euch das kurz immer wieder anschauen? Bisschen unkommentiert lassen meinerseits, gell? So. Gut, jetzt da schließen. Alexios Jäger, schön. Und als letztes für heute, warte mal kurz, weil ich will das ja noch hochladen. 48 Meter, das müsste rein theoretisch da oben sein. Wie kommen wir denn da jetzt am besten hin? Da. Αέρα δέρεις ήμαρτον. So da, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das Klettern in der Dings hinkriege, in der Ego-Perspektive. Oh ja, geht. Geht, kann man lassen. Ja, Entschuldigung, ich bin schon alt, da darfst du mir nicht besser sein. Ich brauche ab und zu schon ein bisschen länger. Jetzt stellt er sich wieder selber ab, gell, der kleine Taudel. Warte mal, wie ist denn das? So geht's. Synchronisieren. Na, will nicht verlassen. Ich will jetzt da bleiben. Danke, Spiel. Du bist ein Schatz, wirklich. Also, für heute reicht's wieder soweit, gell? Wie du siehst, wir können diesen Modus bis an unser jämmerliches Ende spielen und machen und tun und sagen. Was ich euch bitten möchte, ich möchte euch jetzt die Frage stellen, soll ich das so abwechselnd weitermachen mit Erkundungstour per Fuß und oder zeitgleich oder zeitweise abwechselnd dann auch mit dem Entdeckungstour-Modus mit die 5, 6 Stationen, was wir das letzte Mal gehabt haben. Bitte schreibt was in die Kommentare, damit ich ein bisschen eine Abwechslung habe für euch, weil es ist ja doch Zeitgeschichte kann zeitweise ein verdammt trockener Stoff sein. Gell? Mich interessiert's, da mache ich keinen Fehler, mich interessiert das und wenn ich 5 Stunden so in den Modus herumlaufe, dann laufe ich 5 Stunden in den Modus um. Gell? Also dann bitte ein bisschen ein kleines Feedback würde ich von euch benötigen, der sich das halt anschaut und wir hören und sehen uns dann das nächste Mal wieder und bis dahin wünsche dir eine schöne Zeit, egal bei was und was du machst. Bis zum nächsten Mal. Baba.